Oder die da? Nein, fragt das ist sie nieder. Hallo miteinander und herzlich willkommen in der neuen Woche. Wie ihr seht, bin ich unterwegs mit dem Auto und zwar zum Wohnmobil. Es ist jetzt Donnerstag, der 22. Februar. Es tut zwar leicht schneien, aber wir haben heute einen Termin bei der Campingprofi für zum Einbau vom Wechselrichter. Respektive, es ist nicht Einbau, sondern nur einmal zeigen, um zu schauen, was es alles braucht, wie viele Kabel und so weiter, ein bisschen Beratung. Und den Termin für den Einbau machen wir dann später. Aber jetzt zuerst mal auf zum Womo. So, und jetzt ab zum Campingprofi. Aber ich muss sagen, die Sitzheizung vom Skoda fällt mir da jetzt schon. Und jetzt noch ein extra Tipp. Ich habe mir sagen lassen vom Garagist, im Winter, vor allem wenn er lang gestanden ist, immer schön zweimal vorglühen zum Anlassen. Also machen wir das. Schlüssel braucht es trotzdem. Es war Sonntag und ich trinke Tee in einem Café. Und als ich dieses schöne Wesen an dem Tresen stehen sehe, geselle ich mich dazu und hab den Tee für sie bestellt. Naja, ich gebe zu, ich hab getan, als hätte ich gern. Ich hielt's für angemessen, sie ins Restaurant zu führen, seitdem ich Kassen legt. Hat sie die Rechnung bezahlt? Natürlich nicht, doch sie sagte zu mir noch, dass wir es miteinander gehen. Und seitdem warte ich darauf, sie wiederzusehen. Also vielleicht noch schnell einen Plan zum Sagen. Ihr kennt ja sicher all das Schuhkästchen da unten drin. Da drunter soll dann der Wechselrichter reinkommen mit der Fernbedienung, die man ein- und ausschalten kann. Damit wir nachher alle Steckdosen im ganzen Wohnmobil, die 230 Volt sind, so wie zum Beispiel die hier oben, können betreiben. Und das ab unseren 2 Aufbaubatterien, weil mit 2 x 90 Ampere, also 180 Ampere, haben wir wirklich mehr als genug. Es schneit jetzt recht, aber ja noch. Hoffen wir, dass es nicht zu fest kommt, weil immer noch Sommerpneu. So, ich bin jetzt gerade in der Beratung und ich habe ja von Anfang an eigentlich das Gefühl gehabt, ich wüsste jetzt, was wir brauchen. Aber jetzt bin ich wieder ganz unsicher. Ich fahre jetzt wieder zurück in die Garage und muss dann das daheim mit der Fabienne nochmal besprechen. Sehr interessantes Gespräch gewesen und die Garage macht einen super Eindruck. Also wir werden sicher dort einbauen lassen. Allerdings, wenn überhaupt, aber was genau die Krux an dem Ganzen ist, das erfahren wir später. Mittlerweile ist jetzt Sonntag und meine letzte Nachtschicht ist durch. Sehr gut. Müde bin ich trotzdem. Und wir haben uns jetzt noch mal ein bisschen besprochen wegen dem Wechselrichter und aufgrund von der Beratung, die wir bekommen haben, die übrigens hervorragend war, danke vielmals, haben wir uns jetzt gleich gegen einen Wechselrichter entschieden, weil es hätte bedeutet, dass wir ca. 7 bis 10 Kaffee hätten können rauslassen aus der Maschine und dann wären unsere 180 Ampere Batterien schon tot gewesen. Und das ist ja eigentlich nicht die Idee. Das wollen wir nicht. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es dann schon ein sehr grosser Luxus, für zum aufs Knöpfchen drücken 4-mal am Tag, um einen Kaffee rauszulassen. Und darum probieren wir das jetzt anders. Wir werden keinen Wechselrichter einbauen, aber es wird sehr wahrscheinlich lassen wir eine extra 12 Volt Steckdose machen oder vielleicht sogar 2, damit wir einfach besser am Laptop arbeiten und Handys laden und so und das alles vorne bei der Sitzgruppe, weil, wie ihr ja vielleicht wisst, die 12 Volt Steckdose, die es hat, die funktioniert ab der Aufbaubatterie, die sind ja in der Küche
und an einem ziemlich blöden Ort, gerade beim Herd. Also wenn man dort etwas einstecken will, dann kann man eigentlich nicht mehr in der Küche arbeiten und irgendwie immer das ganze Gekabel durch die Küche durch ist auch nicht so lässig. Und jetzt lassen wir wahrscheinlich das machen. Ja. Und für den Kaffee haben wir eine andere Lösung. So ist es, genau. Wir haben ja, ihr wisst ja, mit dieser kleinen Mokka-Kaffee-Aufbrühmaschine sind wir nicht ganz so happy gewesen, weil ich glaube, wir haben es einfach nicht im Griff. Irgendwie ist der immer so bitter geworden, der Kaffee. Dann haben wir eben gedacht, wir machen das mit dem Wechselrichter und der Kaffeemaschine. Das ist jetzt aber auch nicht der Fall. Dann haben wir überlegt, ja gut, wir könnten ja das mit dieser French Press mal probieren. Dann haben wir die hier auslehnen. Und ja, ich würde sagen, wir haben es einmal ausprobiert, so schnell daheim. Und es ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Jetzt fehlt nur noch ein guter Milchschäumer, dass man so feines Schäumchen anbringt. Und dann denke ich, wird das wahrscheinlich eher die Lösung dann geben, eine French Press oder ein Filter. Mit Filter arbeiten wir dann. Da kann man auch gut den hier zum Beispiel wegnehmen, den Filtersatz drauf und dann so Kaffee machen. Genau. Statt mit dem. Wir werden euch mit dem Kaffee auf dem Laufenden behalten. Es wird also keinen alten Kaffee geben. Des Weiteren möchten wir wahnsinnig gerne Danke sagen für all die Leute, die lieben Leute, die uns abonniert haben. Auf YouTube haben wir jetzt schon über 250 Abonnenten. Danke vielmals. Und auf Instagram sind es sogar schon über 400. Merci. Coole Sache, danke vielmals. Und ja, was steht als nächstes an? Das Jahr ist bald durch, seit wir das Wohnmobil haben. Und es ist das erste Jahr jetzt. Und jetzt müssten wir dann das Wohnmobil noch in die Dichtigkeitskontrolle bringen. Aber vorher, ich glaube, wir warten noch ein bisschen mit der Dichtigkeitskontrolle, weil langsam, momentan ist es zwar noch sehr kalt für draussen, aber langsam wird es auch ein bisschen wärmer und dann werden wir auch wieder mal ein bisschen mehr ins Wohnmobil gehen und fortfahren. Der Fabienne, ihr Geburtstag steht da. Sie wird 23 und sie hat sich gewünscht, dass wir an ihrem Geburtstag einen Womo-Trip machen. Und ich habe da schon eine Idee, aber wo es hingeht, das seht ihr dann, wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Also ich weiss auch von nichts. Wenn das Wetter gut ist und es nicht allzu schneeig ist, weil wir haben ja immer noch Sommerpneu und so, müssen wir halt ein bisschen schauen, aber dann geht es in ca. 14 Tage. Ja, in etwa 14 Tagen. Nein, das stimmt nicht, in 1,5 Wochen. Weil heute, eben, ja. Jetzt, wo ihr das Video seht, ist ja der 28. letzte Tag im Februar. Und ich habe Anfang März Geburtstag und so ungefähr 1,5 Wochen über den Daumen geschätzt. Also wer es herausfindet, wenn sie Geburtstag hat, dürfen ihr gerne gratulieren. Auf jeden Fall, ja, das wäre es eigentlich jetzt schon gewesen für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was? Wo gehen wir denn her? Das sage ich dir noch nicht. Ich bin immer so ein bisschen Wunderfitz. Das ist sie. Ja gut, in dem Fall muss ich mich einfach überraschen lassen und hoffe, dass es super schönes Wetter ist, dass langsam der Schnee und die Kälte abziehen. Schliesslich im März soll es ein bisschen frühlingshaft werden. Jawohl. Somit geben wir euch wieder ab in die neue Woche oder in die Endwoche. Wir wünschen euch gute Gesundheit, bleibt fit und munter und geniessen das Wetter so gut ihr könnt. Bis dann. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Svefa on Tour».